Es geht weiter immer heiter, zurück bei Kingdom Hearts 2 Final Mix, Freunde. Und ja, ich habe mich ein bisschen wieder über die Drive-Formen informiert und habe das ja zum Teil komplett falsch gemacht. Was heißt zum Teil? Ich habe es eigentlich immer komplett falsch gemacht. Außer bei der Meisterform. Da, ich habe es auch zu wenig konsequent gemacht, aber da habe ich es eigentlich richtig gemacht. Bei der einfachsten Form von allen. Aber dazu gleich mehr. Erstmal geht es weiter mit der Story, denn die Drive-Formen leveln, das wird noch ein bisschen dauern. Hey, I think we're almost there. Huh? Gorge, aren't we here because of the picture? Look, I'll show you. Yeah, you're just right. Come on, let's go find this mansion. Yeah. Ich sag ja, Story. So, wir sind hier am Hauptbahnhof, bevor... Okay, hier haben wir einen Speicherpoint. Es geht darum, ja, die Drive-Formen. Status, hier sehen wir auch die ganzen Formen. Zum Beispiel jetzt in der Heldenform haben wir schon immer mal Formel 4. Es fehlt nicht mehr so viel bis Formel 5. Da würden wir den Sports von Level 2 bekommen. Sprich, den wir eigentlich, also Sports von dem bereits haben. Der hier. Das heißt, Level 2, logischerweise, könnten wir noch höher springen. Ob es bereits reichen würde für, ja, für gewisse Puzzleteile, wer weiß, aber schlecht wäre es nicht. Jedoch die anderen Formen, da bin ich ja noch, ich weiß auch nicht, hey. Ich meine, Weißenform, noch Formlevel, noch auf 1. Irgendwie noch gar keine Erfahrungspunkte oder so. Hier Limitform, fehlen noch 3, hier 40 und so, da ist irgendwie... Naja, ja, worum geht's? Die Formen sind unterschiedlich, wie man sie levelt. Heldenform, eigentlich relativ simpel. Einfach in der Form auf den Gegner draufhauen, jeder Treff gibt einen Erfahrungspunkt. Schön, relativ simpel. Weißenform, der ist ziemlich hässlich, weil ich da sowieso mit Magie angreife. Und da jeden Herzlosen damit besiege. Nicht treffe, sondern besiege. Jeden besiegten Herzlosen. Limitform, da ist irgendwie ja wieder was anderes. Jede Limit-Attacke, die ich erfolgreich einsetze, gibt einen Erfahrungspunkt. Schön. Und Meisterform, da war irgendwas mit dem Drive, genau, die Drive-Kugeln. Ich muss in der Meisterform Drive-Kugeln sammeln, um zu leveln. Denke ich mir auch so, WTF. Okay. Das war einmal dazu, wenn ich das andere ganz kurz ja, erklärt habe und warum ich da irgendwie Probleme habe, warum ich hier irgendwie Truhen übersehen habe. Oh Mann ey. Ja, wir kriegen dadurch eigentlich auch geile Fähigkeiten. Neben Gleiten gibt es noch und auch das Rollen gibt es dadurch ja auch wieder. Mann, und ich habe das einfach irgendwie total außer Acht gelassen, nicht geschnallt, alles zusammen, kein Plan. Ja, und deswegen, das werden wir dann mit der Zeit dann, also mit der Zeit, was heißt das? Es ist so, ich habe mich da auch schon ein bisschen informiert, weil ich mir dachte so, hey, ich könnte eigentlich offscreen schon mal die trainieren. Es gibt gewisse Formen, die ich bereits gut trainieren könnte, weil wie es halt so für gewöhnlich ist, es gibt Welten, wo man gewisse Attribute, sag ich jetzt mal, besser trainieren kann. In diesem Fall sind es halt die Drive-Formen, die ich in gewissen Welten besser trainieren kann. Aber es gibt eben dann noch ein, zwei Welten, wo ich noch nicht war. Für gewisse Formen. Und deswegen will ich doch mit der Story erstmal noch so weit vorankommen, dass wir die dann auch noch leveln können. So, mein Ziel ist eigentlich mal die Limitform leveln, weil es scheint eigentlich relativ simpel zu sein, oder sollte zumindest simpel sein. Let's go. Yeah, yeah, back off. Also, ach, natürlich nicht so, wa? Take this. Yeah. Ha. 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 Back off. Light. Ha. Yeah. Ha. This is it. Ah, fuck. Kann gar nicht. Echt nicht? Kann noch bei. Niemand da grad? Moment mal. Ich bin noch in der Limitform. Könnte ich kurz. Ich will mal kurz einen Test machen, Freunde. Das klappt, ob ich so meine Drive-Form direkt erfüllen kann, oder zumindest die Punkte.
Ich hab's nur voll. Geil. Das funktioniert sogar. Auch nicht schlecht. Ja, warte mal. Ich habe jetzt Drive-Dinger eingesetzt. Ja, tatsächlich Erfahrungsmodell 2. Weil ich 2 Moves komplett einsetzen konnte. Alter, das ist... Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es doch krass, finde ich. Dass ich vorhin übersehen konnte. Naja. Oh. Right. Yeah. Give me strength. Yeah. Back off. Right. Ah, Mist. Back off. This is it. This is it. Okay, aber zumindest theoretisch wird es so funktionieren. Goofy? Okay. Limitform, ja, Erfahrungspunkt nächstes Level brauchen wir 5. Also brauche ich jetzt noch 1 oder einfach noch 5 mehr? Ja, wir haben jetzt irgendwie die Ability für so, dass ich in den Automodus könnte. Und eigentlich den Auto an... Hä? Wo ist er? Bin ich gerade... Ah, hier. Auto Heldenform, genau. Auto Rufen, Auto Limitform. Ja, das sind auch so Dinge, wo man sich fragen könnte, die dann rausnehmen, die anderen Formen besser zu trainieren. Ja, hier würde es vor allem darum... Was passiert eigentlich, wenn ich beide drin habe? Per Zufall, welche Form gewählt wird? Ne, es geht vor allem darum, dass der mal ein bisschen leveln muss. Und, was irgendwie auch crazy ist, auf Level 1 kriegen wir noch gar keine Fähigkeit bei all diesen Formen. Level 2 kriegen wir immer die Autoform als Ability. Und jetzt auf Level 3 kriegen wir fängst die erste Fähigkeit auf Level 1 quasi. Also wie jetzt, wie Sora ja Sportsfreund hat. Heißt der Sportsfreund Level 1 hat er von der Heldenform bekommen. Und wenn wir jetzt eben die Limitform noch ein bisschen trainieren würden, auf Level 3, Entschuldigung, würden wir da auch irgendwie eine Level 1 Fähigkeit kriegen. Oh Mann. Ja gut, zumindest aber das endlich mal begriffen. Was du noch ein bisschen gucken muss, ist, wie man die ein bisschen trainiert. Das ist ein anderes Thema. Ich meine, Limitform natürlich in ein bisschen eine Welt, wo ich, ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Drive-Kugeln noch ein bisschen farmen kann. Nee, braucht's ja gar nicht. Am besten irgendwie einen Speicherpunkt habe, wo ich schnell wieder rein rausgehen kann und so. Ja, aber es sind eben solche Dinge, die ich dann doch besser offscreen mache. Also wirklich explizit Level und so bis, keine Ahnung, wie hoch geht's überhaupt? Level 5, Level 6? Aber gewisse Puzzleteile brauche ich halt alle. Fähigkeiten, also auch Gleiten und Sport Level 3 und so. Und die Rolle natürlich vor allem für Dinge sehr gut. Für den Kampf. Aber kriegen wir alles noch hin? Irgendwie. Was am meisten schon ankotzen wird, ist die Waisenform. Alter, herzlose Plattmacher in dieser Kackform, ey. Ja, wenn es wirklich schwach herzlos und viel auf einem Haufen sind, dann kann ich mir vorstellen, dass es relativ easy klappen könnte. So, Drive ist auf 3. Sehr gut, die kann man bereits auch driven. Wenn nun die Helden und die Waisenform. Gut, die müssen wir testen, wenn wir das nächste Mal auf Herzlose treffen. In der Waisenform die platt machen. Eben viel, viel mehr driven. Also im Herrenhaus wollten wir ja. Also theoretisch, ich meine, wir wissen ja, wo es hingeht. Wenn wir auf die Story gucken. Wir wissen ja, wo es eigentlich hingeht. Wir fahren jetzt gerade wegen Helden und den anderen. Also, schnell zum Herrenhaus. Okay, wir gehen auch mal hin. Ich wollte eigentlich mal sonst ein bisschen gucken, aber kein Plan. So ist das wohl ziemlich egal. Hey, wieso habe ich hier überall Truhen übersehen? Ah, hier schon wieder. Sonst hat er schon mal geile Fähigkeiten, bis eben die auf den Drive-Formen. Aber ich glaube, die Drive-Form, die braucht es nicht mal, um das Spiel durchzuspielen. Aber eben sind halt so andere Dinge. Wenn man zum Beispiel Gegner wie Sephiroth platt machen will oder alle Organisationen 13 Mitglieder, Daten, whatever, plus alle Puzzleteile farmen, dann braucht man die schon.
Ja, schon wieder, ey. This is it. Ha, ha. It's over. Eigentlich echt 5 Streifpunkte, damit er überhaupt die Mittelform wechseln kann. Ist auch ein bisschen wahnsinnig. Aua! Kann gesehen. Was? Ah, das kommt jetzt schon. Ja, Freunde, willkommen bei Dark Sora. Dark Sora, ja, das ist die Antiform. Sehen wir die auch mal. Oder wurde die eigentlich schon im Spiel eigentlich präsentiert, was die genau sein soll? Glaube noch nicht, oder? Auf jeden Fall haben wir sie mal gesehen. Die kann irgendwie zufällig auftreten. Aber an gewissen Sachen des Spiels kann die zufällig auftreten, wenn ich dann halt eine Form wechseln will. Wisst ihr, will man friedlich schweifen und so und dann passiert so eine Scheiße. Oh, Magiekraft, Combo Minus und Level 44. So, ich habe da oben was gesehen. Da oben war eine Truhe. Oh, hier schon wieder. This is it. Ha, ha, ha. Yeah. Ha, this is it. Einmal. Leicht mühsam mit diesen Truhen hier. Hui. Okay. Glück gehabt. Ich wollte schon sagen, muss ich hier schon gleiten können, aber nee, geht auch so. Wenn ich darüber komme, da brauche ich... Ja, der Gleit wäre nicht schlecht. So, bevor ich es vergesse, wir haben ja mittlerweile auch wieder so Zelte und Dings. Man kann damit eigentlich auch 3 Punkte nur im Hauptmenü auswählbar. Jo, nehme ich jetzt gerne mal. Mit Abwehrkraft, das kann auch nicht schaden, vor allem gegen Gegner wie Sephiroth. Abilitamin, Alter, ich habe schon das 7 Stück davon. Ja, wenn ich vor allem die Ding trainieren will. Meine Dry-Form war natürlich auch das. Oh Mann. Vitamin, Alter, wieder. Ich brauche über irgendwelche Formen, die ich gerade irgendwie unbedingt lernen möchte. Ja, das sind natürlich die Kombos, wa? Ah, ja, scheiße. Ah. Vergiss immer wieder, dass in der Luft ja auch andere Punkte einsetzen kann. Combo Minus. Ja, das erinnert mich an den Kampf gegen Sephiroth aus Kingdom Hearts 1. Wo ich keine volle Combo einsetzen durfte, weil sonst war ja fehl. Wegen seiner Abwehr und so. Das war immer so eine Scheiße bei Sephiroth in Kingdom Hearts 1. So, komm. Reicht! Nein! Was? Back off. Give me strength. Back off. Da kommen garantiert noch weitere. Ah, warte mal. Aber natürlich jetzt... Äther? Okay. So. Hä? Ich hab doch wieder... Okay, okay. Mensch, hätte ich zwar aber für die Limitform rein... Ah, die Limitform leveln... Das ist ja echt ein bisschen mühsam. Wie man sieht. Ja, aber es kann jetzt Level 3, also nach 3-mal erfolgreichen Limit-Form-Attacke einsetzen. Ist eigentlich nicht schwer, wir kennen die Attacken selbst, sage ich jetzt mal, eigentlich auch von dem her. Also auch Boomerang und so, oder Tomahawk, das waren noch Fähigkeiten aus Kingdom Hearts 1, normale Fähigkeiten von damals. Ist eigentlich schon cool. Du, 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 du. So. Das alte Herrenhaus. Hey, are you all right? What happened?
We came here looking for Kyrie. Then those white things attacked us. You gotta be careful. Yeah, you guys didn't have to go and do that. Of course we did. Kyrie's our friend too, you know. You're right. You know, I never thought of it like that before. Word is, this mansion gets a lot of really strange visitors. We thought this place might be the gateway to some kind of alternate Twilight Town. What do you mean, alternate Twilight Town? Hey, Goofy, do you think we could see that crystal of yours? I made that pouch myself, and I still have it. So, there shouldn't be two of them here. And this is the trophy Cypher gave you. You left it behind, remember? It's the only one of its kind. Same for the crystals. Red, blue, yellow, green. Only one of each color. But you've got your own. So, where'd you get it? The pouch is from the king. When he gave us money for the train ride, he gave us the crystal too. But then, where did the king get it? See? There's gotta be another town out there like this one. That would explain how the king got that pouch and the crystal. Everything makes sense. It does? That other town must be where whatever's missing from here went. Like Kyrie. I get it. It's the King! Kämpfen an der Seite von König Mickey! It's the King, ja, es ist der King! Ach, der gute alte Mickey Mouse! Level up für Goofy! Keine Chance. Ihr mögt niemand sein, wir haben den König an unserer Seite. Und ein paar geile Fähigkeiten. So. So, wenn wir uns an meine Fähigkeiten anzusetzen. Au! Okay, der klappt echt nur in der Luft gerade. War nicht schlecht. Was zum... Eigentlich rechtzeitig gedrückt. Wir können driven. Ah, da kommt er schon. Aber draufhauen wie ein Berserker, das levelt diese Form. Sehr gut, sehr gut. Maximum HP. I got something to tell you. I found out where Ansem is. Ansem the Wise. The real Ansem. He snuck into Organization 13's stronghold. And we've figured out where Kyrie is. I'm pretty sure we're right. But why'd you all come here? Someone gave us a clue. Who? Well, Your Majesty, Sora thinks it might have been Riku. It's just a feeling I had. Well, if that's what you think, then it's probably right. You mean Riku's okay? If that's what you think, I've waited long enough, Your Majesty. Tell me what you know. it's not for me to say. But Your Majesty, why? I don't want to break my promise. You made a promise to Riku? So he's okay! I can see him again! Huh? Who's Riku? My best friend. That's it. Your Majesty? You got the pouch with the crystal from Riku, didn't you? And you promised not to tell, right? Gosh, guys. That's enough. Yeah, let's go. Kyrie,
Riku, we're on our way. Geht voran, geht voran. Wir werden sogar gleich hier wieder kämpfen müssen, beziehungsweise bin ich mir ziemlich sicher, deswegen bleibe ich mal in der Drive-Form. Beziehungsweise ich hoffe gleich auf einen Speicherpunkt zu treffen und dann, ja, wäre sowieso geil. Der König, lange nicht mehr gesehen. Hier muss irgendwo ein Computer sein. Ein Computer. Denkt ihr, dass der mit diesem anderen Twilight Town verbunden ist? Könnte gut sein. Und von da aus sollte es einen Weg in seine Dunkelheit geben. Riku hat euch das gesagt, oder? Bitte, Sora, ich habe es versprochen. Aha, ich wusste es. Mann, Sora. Du hast recht, tut mir leid. Ja, Riku wird schon seine Gründe haben und ich glaube auch zu wissen, welche. Beziehungsweise, also ganz ehrlich, Leute, wir wissen ja eigentlich welche. Wenn wir ganz ehrlich sind. Beschädigt, ja, okay. Die Frage, wo gehe ich jetzt hier ein bisschen lang? Ja, war hier gerade ein... Sagen wir hier näher gerade ein Ding? Speicherpoint? Ja, soviel zum Driven. Aber komm, ein paar Mal zuschlagen, also ich müsste dem Level-Up näher sein. Könnte mal wieder alle heilen, wa? Goofy, komm her. Wird kurz geheilt. So. Ja, wir wissen ja, wo es hier lang geht. Hey, da ist noch von zu Beginn des Spiels weg. Mit Roxas damals noch. Und vielleicht doch erstmal noch die anderen Räume durchgucken. Wir sind sowieso mit am Ende der Folge. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ganz kurz noch die Heldenform angucken. 360. Ja. Ja, klar kommen wir nicht, aber eben, das sind halt die Treffer, wa? Hm. Das ist die Formleise selbst, ja. Die scheint natürlich auch, Ja, okay. Drive-Leiste braucht 4. Also je höher das Level, desto länger kann ich auch in der Form bleiben. Macht Sinn. Weißenform, ja, da bringt es vielleicht erst wieder, wenn ich auf Herzlose treffe. Meisterform, wenn ich irgendwie gut Drive-Punkt-Dinger sammeln kann. Wann auch immer das sein soll. Freundenkristall, was? Moment. Wo ist das hin? Ah, hier, okay. Der ist dafür... Oh, da hinten muss auch gleiten, okay. Wobei ich mich frage, warum es eigentlich mehrere Gleitdinger gibt. Ist das, was ich mir gerade frage? Drive ist jetzt auf 1. Wenn ich jetzt speichere. Also ich mal hier speichern, spielt keine Rolle. In der Folge ist noch nicht so viel passiert. So, jetzt rausgehen, wieder reingehen, in den Drive-Ding. Haben wir da komplett? Oder klappt das nur, wenn ich innerhalb der Drive-Form bin? Nee, schade, so klappt der Trick nicht. Wäre noch geil gewesen. So. Name ins Zimmer, ey. Ja, wo ist sie eigentlich? Die haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Die sind noch bei Dies. Da fragst du dich auch, was da überhaupt für ein Name ist. Aber gut, Freunde, ja, es geht munter, locker, flockig weiter in der nächsten Folge. Hoffentlich erfahren wir einiges wiederum von Riku und Kairi hoffentlich auch. Dann soll es aber auch langsam aber sicher mal aufs Ende des Spiels zugehen. Wir sind ja auch schon über Part 70 und so. Also mindestens mal storymäßig, logischerweise. Und hoffentlich kann noch ein bisschen die Formen
füllen, die Dry-Formen, ohne groß noch... Ja, ich meine, füllen wenn das sowieso dann... Ich sehe jetzt gerade erst die Kartensymbole. Da war Menü. Ja, Change of Memories Anspielung. Ja, verstehe schon. Ja, auf alle Fälle, was wollte ich sagen? Genau, Dry-Form noch ein bisschen leveln. Klar muss ich das Offscreen noch ein bisschen machen, aber ich will da nicht unbedingt alles machen müssen. Ne? Also jetzt schon irgendwie in der Form mindestens Level 2 oder 3 kriegen, das wäre eigentlich schon geil. Und dann das dann irgendwie im letzten Level jeweils Offscreen mache. Naja, mal gucken. Bis dahin, bye bye.